Der Bauch von Maria ist schon riesig geworden und Jesus konnte jeden Moment auf die Welt kommen. Leider hat Maria mit ihrem Ehemann Josef auf eine lange, anstrengende Reise nach Bethlehem müssen. Als sie dort angekommen, sagt Maria zum Josef: Wir brauchen ganz dringend einen Platz zum Übernachten, wo ich spüre, das Baby wird nicht mehr länger in meinem Bauch bleiben. Ja, gell, meine liebe Maria. Ich denke so. Es hat aber so viele Leute hier. Ich weiss gar nicht, ob noch irgendwo etwas frei ist. Ich probiere es mal. Habt ihr noch Platz zum Übernachten? Am liebsten 2 Betten, für mich und für meine Frau. Sie ist hochschwanger. Was? Nichts mehr frei? Niemand in Bethlehem hat Maria und Josef bei sich aufnehmen. Alle Hotels waren schon besetzt. Man könnte meinen, es hat niemand interessiert, dass Maria hochschwanger war. Vielleicht hast du auch schon mal ein winzig kleines Baby gesehen oder sogar eins haben. So klein und gleichzeitig ein riesengroßes Wunder, gell? Alles ist schon dran. Augen, Nase, Hände und Füße. Alles wunderschön und einzigartig von Gott erschaffen. Wie herzig und knuffig, auch wenn das Baby in den ersten Tagen nur rennt, trinkt und schlaft. Die 2 einzigartigsten Babys, die jemals auf dieser Welt waren, das war Jesus. Das haben auch Maria und Josef gewusst. Sie haben nicht aufgehört, einen Platz zum Übernachten zu suchen. Schau mal, Josef, dort hinten steht noch ein Haus. Vielleicht ist dort noch ein Zimmer frei. Maria, das ist noch das letzte Haus. Sonst habe ich schon überall gefragt. Wir wollen schauen, ob etwas frei ist. Habt ihr auch noch Platz frei für mich und meine Frau? Was? Alles besetzt? Aber schaut, meine Frau ist hochschwanger. Nur noch ein Stall. Ja, no. Wenigstens ist es dort warm und schützt vor der Nacht. Ist gut, wir übernachten in diesem Stall. Und endlich haben sie eine Möglichkeit gefunden, auch wenn es nur ein Stall war. Maria und Josef sind glücklich, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und tatsächlich, Maria hat es richtig gespürt. Im Stall, neben Schaf und Rössli, ist in der Nacht Jesus auf die Welt gekommen. Maria ist überglücklich und hat dafür gesorgt, dass es Jesus ganz warm hat. Schau mal, Josef, das herzige Kindli. Es ist alles schon fix fertig da. Nur winzig klein. 5 Fingerli, 5 Zehenli, die feinen Härli. Und es mag auch schon zünftig rennen. Das ist auch tipptopp. Oh Maria, das ist wirklich ein riesen Wunder. Das kleine Baby ist der Sohn von Gott und ist als Retter auf die Welt gekommen. Weil Gott hat die Menschen so fest gern, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat, als Mensch wie du und ich. Weil Gott hat der Welt seine Liebe so gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hat hergegeben, sodass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nie verloren geht. Johannes Kapitel 3, Vers 16.